Unglaublich, aber wahr. Dieser Turm kann sich einfach selbstständig bewegen. Tja, ja, willkommen zurück hier bei Pokémon Eiskristall. Diesmal aber nicht dem Let's Play, sondern dem Making-of der Serie. Tja, wieso macht das Ganze? Ganz einfach, weil das Video, das ich am 1. April gebracht habe, mal ganz ehrlich, neues Let's Play im 1. April starten. Das kann nur ein schlechter April-Scherz sein oder halt ein guter, je nachdem. Und ja, es war tatsächlich ein April-Scherz, was ich irgendwie auch ein bisschen erklären muss, erklären will, aber vor allem auch mit diesem Video ein bisschen über die Geschichte, sprich die Vergangenheit, die Gegenwart und vor allem die Zukunft dieses Spiels berichten möchte. So, das sind ganz kurz. Wieso überhaupt das Ganze? Wieso eine Erklärung? Also mein April-Scherz erklären sowieso, muss nicht unbedingt sein. Der April-Scherz war nicht das Spiel selbst, sondern vielmehr, dass ich natürlich die zweite Beta gezockt habe, für diejenigen, die das Spiel bereits kennen, für die anderen nicht, also für diejenigen, die es nicht kennen. Habe noch jetzt einen Link mal in die Beschreibung gepackt, da könnt ihr die zweite Beta runterladen und wir zocken gerade die dritte Beta, die ich noch am entwickeln bin. Ja, soll dazu, vielleicht seht ihr auch schon bereits, diejenigen, wie bereits erwähnt, bereits kennen, dass ein bisschen die Grafik und so ein bisschen anders ist, etc. etc. Aber egal, kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Gegenwart, beziehungsweise zum Grund dazu. Ach ja, Viola City, wie wunderschön es doch immer noch war damals. Ja, also wieso Making-of davon? Eigentlich ganz einfach, ich habe Eiskristall, ja, wie bereits erwähnt habe in diesem Let's Play, oder beziehungsweise im ersten Part, bereits 2008 ins Leben gerufen, damals auch eine erste Beta ausgebracht, dann kurz oder 2 Monate später eine zweite Beta und dann war lange Zeit Sendepause. Dann haben wir wieder gesagt, ja, ich bin da noch dran und so, bla bla bla, können jetzt noch viel erzählen. Ja, nur und schon uns herausfordernd. Ja, und jetzt gucken wir direkt mal, wie sich das Kampfsystem ein bisschen verändert hat zwischen der zweiten und dritten Beta. Denn so versteht ihr auch, wieso die Entwicklung so lange dauert. So, Zwillinge Tails möchten kämpfen. Ja, Tails deswegen, weil naja, ihr seht gleich selber. Genau, Glurak, Shelterra, hey, Pokémon 4. Generation. Ja, auch hier seht ihr schon, Sprites sind ein bisschen anders, also sprich Pikachu, Shelterra, Glurak sind fast schon perfekt, aber ansonsten da die Kampfposition, der Balken da oben dran ein bisschen falsch. Muss einen Teil noch transparent machen und schicken den falschen Sprite und so. Naja. Gehen wir ganz kurz hier raus, so ist besser als Win. Ja, das kann ich, weil ich hier im Debug-Modus bin. Ich bin so stark. Genau, weil es geht mir vor allem darum, dass ich jetzt halt... Okay, ist wohl irgendwie ein Defekt in der Matrix. Es ging halt vor allem darum, dass man, ja, also jetzt halt auch ein bisschen die Unterschiede sieht zwischen 2 und 3. Beta und vor allem versteht, warum das Ganze, so eine Entwicklung von einem Spiel wirklich lange dauern kann. Ich meine, damals, als ich die 2. Beta entwickelt habe, dachte ich mir einfach, ja, mach's einfach mal so ein Pokémon-Spiel, gibt ein Starter-Kit davon, das ist kein Problem. Und dann dachte ich mir so, nee, du musst viele Sachen anders machen, etc. etc. Und, naja, will ich gesagt, erstmal zeigen, was ich alles bereits geändert habe, was das... Was jetzt irgendwie ein Pokémon-Ei oder? Weil irgendwie haben wir noch was in Erinnerung. Es war ein Zapdos. Genau, weil da habe ich noch mit dem. Das seht ihr jetzt auch links oben, steht der Balken wieder. Hier habe ich ja mit dem Balken, also sprich mit dem Schatteneffekt ein bisschen gearbeitet. Dass immer direkt darunter erscheint. Naja. Das ist nicht wirklich immer, das ist leider ein bisschen das Problem. Ruckzuck, gut, die Attackenanimation, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, Leute. Das ist etwas, was ich erst ganz am Schluss in die Vollversion mache. Weil das ist Anstrengung und zeitintensiv pur, das glaubt ihr mir gar nicht. So, sonst... Oh, ja, seht ihr nochmal ein Gold? Haha, ganz cool. Das liegt daran, vielleicht kann ich es auch direkt mal zeigen. Im Debug-Modus. Die Switches, genau. Switch kann ich mal so erklären, das sind im Prinzip die Dinger, die ich dann brauche für spezielle Tagesanlässe. Zum Beispiel hier wegen Wochentagen, Gott-Pokémon, weil ich mein erstes Pokémon bekommen habe. Sprich, aber erst ab dann kann man da zum Beispiel in Neuburg, kann man dann da nach links weitergehen, weil vorher wird natürlich alles geblockt und so. Also sprich, man kommt gar nicht weiter unter das erste Pokémon. Oder hier Starting Over, wenn das irgendwie nicht, das Spiel halt abstürzen sollte. Ja, wenn es falsch formuliert. Wenn ich halt verlieren sollte und deswegen Game Over wäre, würde deaktiviert werden, kommt bei Schwester Joy wieder raus. Oder halt bei meiner Mutter noch kein erstes Pokémon, beziehungsweise noch nicht mehr ein Pokémon Center war. Etc. etc. Ja, soll dazu, das sind die ganzen Switch, ein paar davon, ich glaube die ersten 50 ungefähr, sind etwa vorkonfiguriert gewesen. Das wird jetzt mal empfohlen und die restlichen habe ich dann gemacht, die hier. Erstmal werde ich mal den hier ein bisschen umstellen. Falsche Taste, dankeschön. Oh, ja, ihr seht ihr auch schon. Bis 500 bereits sind mal ein bisschen vorkonfiguriert, also
Ja, ich meine, das Ganze soll ja immerhin nicht nur bekannte Kanto Johto aus Gold, Silber, Kristall umfassen, sondern halt auch noch als dritte Region die Höhenregion. Dann eine vierte, bisher unbekannte Region, die ich selber erfunden oder kreiert habe, kann man so sagen. Können wir nachher noch ganz kurz angucken, so jetzt mal die erste Stadt davon. Dann soll irgendwie, habe ich auch schon gesagt, so die ersten 493 Pokémon soll man in der Lage sein, hier drin fangen zu können. Ja, die sollen alle in diesem Spiel fangen können, natürlich mit teilweise speziellen Events. Zum Beispiel für Celebi wird es ein Side-Event geben und so weiter und so fort. Gehen wir da raus, müsste eigentlich wieder geändert haben. Noch nicht, okay. Gehe ich mal ganz kurz hier rein. Zuck. So, die Pokémon-Schule. Viola City ist auch etwas, was wir noch gemacht haben. Moment, kann ich gleich ganz kurz zeigen. Und eine Option habt ihr nachher, wenn das Spiel zockt. Ja, ich weiß, das ist auch ein bisschen 115 Standard hier die Option, also die Auswahl hier. Dann ein bisschen farblich upgraden und so. Aber ihr könnt hier drunter, könnt ihr mal die Lautstärke einstellen. Geht dann später auch noch bis, mach irgendwie 0 bis 20, genau. Seht auch schon, oder ihr hört zumindest. Bin immer lauter und leiser. Habe ich deswegen gemacht, weil nach der zweiten Beta kam mal der Vorschlag von, also nicht von euch jetzt direkt, sondern einfach sonstigen Fans des Spiels, den Vorschlag gemacht, dass sie halt gerne mal, wenn sie irgendwie Musik dazu hören wollen oder sonst ein YouTube-Video, wie auch immer, dass sie dann trotzdem Lautstärke eigentlich runterdrehen können oder halt hochdrehen können, aber das Spiel selbst nicht dazwischen funkt. Da sprich wirklich die Lautstärke von Spiel und dem System PC selbst kann man so unterschiedlich variieren und das fand ich eine ganz gute Idee. Deswegen jetzt einfach mal mit Zahlen noch, das wird natürlich später noch besser dargestellt. Ja, dann Icons, mach ganz kurz noch aus, wenn ich jetzt wieder reingehe. Zuck. Hier, Viola City, yeah, so ganz cool dargestellt, oder ja, auch ein bisschen 0815-mäßig, wie ganz früher noch. Das ist einfach nur für diejenigen, die da lieber die alte Variante haben. Das ist eigentlich so weit gesehen nichts Besonderes. Bildschirmgröße, gerade nur diese Größe ein bisschen kleiner. Mal gucken, haben wir das richtig gemacht jetzt hier? Yep, funktioniert wie es soll. Ist ja perfekt. So, das ist schon mal eine Rosale City. Jetzt ganz kurz noch. Und zwar. Nee, Moment, ganz. Alter, die Tastenbelegung. Und zwar deswegen, weil hier sehen wir auch schon ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr Rand und so. Sprich, mehr Etagen, mehr Ebenen, könnte man sagen. Ein bisschen mehr dreidimensionaler. Was er damals. Obwohl hier gerade hat es ein bisschen. Ja, da sind wir direkt einen ganz schönen Grafikfehler. Hä? Und dabei gedacht. Okay, ihr seht schon, ist schon ganz gut, dass ich die dritte Beta noch nicht published habe. Da hat es noch Grafikfehler drin, ist ja grauenhaft. Also noch fixen, so ist jetzt der. Und ihr seht schon, hier ist plötzlich Chris dabei. Hey, wie geht's denn so, Chris? Hallo Michael, lange nicht gesehen. Wir haben gegen Falk gekämpft, aber leider knapp verloren. Michael, wir sind in einem Kampf. Da kann ich testen, wie gut ich bin und es hilft dir einzuschätzen, ob du Falk gewachsen bist. Ja. Also das war jetzt nur zum Vorführen. Ich habe gesehen, da habe ich den Switch 51 konfiguriert, der war auf männlich gestellt. Das, weil ich halt ein männlicher Charakter bin und deswegen wird hier natürlich das Gegenteil, sprich halt der weibliche Charakter, der uns herausfordert. Pokémon Trainer Crystal möchte kämpfen. Hintergrund auch ein bisschen angepasst. Ich hätte auch hier schon das mit dem Schatteneffekt, habe ich mittlerweile hingekriegt, dass der angezeigt wird. Dann wieder verschwindet. Das Problem ist aber, der ist noch nicht in der Mitte. Also natürlich in der Mitte des Felds schon, aber nicht in der Mitte des Pokémon. Und das muss ich hier noch besser anpassen. Vor allem natürlich auch für Doppelkämpfe. Aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt erstmal einen normalen Slam. Und weg ist das Teddiursa. Teddiursa wurde besiegt. Pikachu hält Erfahrungspunkte. Als erstes Feuerriegel. Der Pokémon wechseln. Nö. Feuerriegel. Ich habe hier in Divi gewählt. Was ist das erste Pokémon? Ja, das einfach mal so weit, um auch zu zeigen, was ich jetzt so schon mal geplant habe zu verändern von der zweiten bis zur dritten Beta. Und das Ganze hat wirklich auch ein bisschen Zeit, leider Gottes, beansprucht. Wie gesagt, der Trainer kein Schatten. Solltest du auch den Arenaleiter besiegen können. Ich muss trainieren, damit ich eines Tages einen Anschluss an dich verliere. Wir sehen uns, Michael. Tschüss. Okay. Weg ist der Gute. So, jetzt können wir natürlich reingehen in Fallkännchen oder so, aber nee, es geht ja in diesem Making-of, ersten Video zumindest mal, nur darum, hallo, jetzt kommt die Musik nicht mehr. Ja, das hätte ihr auch schon. Dann haben wir so kleine Dinge, die, naja, das ist eben das Problem. Das fällt dann zwar schnell auf und man kann es so schnell beheben, weil es dann doch irgendwie ein anderes Problem ist, etc. etc. Ist noch ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wie auch immer. Ja, so mal dazu, damit direkt mal das mal ein bisschen gezeigt habe, so ein bisschen mal ein Spielinhalt, mal aus der dritten Beta. So offen, ja, fehlt noch der deutsche Packs, aber das ist ein anderes Problem. Ich will mir vor allem hier noch
das Charakterset, das abgedatete. Mein Spiegel und so im Wasser ist schon noch gut, aber ich habe noch das falsche Char-Set. Hier ist das Richtige. Seltsam, seltsam, seltsam. Ja, sagen wir mal dazu. Und ich mal wieder zurück zu den Pokémon, was wir auch schon mal ein bisschen gemacht haben, ist natürlich mal hier die Bericht-Update-Seite, habe ich eher ein bisschen mehr an die 4. Generation angepasst, aber ich damals dachte, ist eigentlich ganz cool und so. Wir haben auch hier ist eigentlich schon ziemlich alles gut dargestellt, 3. positioniert. Au, das Rote, alter Schwede, das brennt ja in den Augen. Nee, das geht nicht. Fika, das stimmt soweit auch. Ja, Pikachu als Beispiel. Shigi hat noch einen alten Sprite, ja, bin ich noch, oder muss ich noch dran machen, das Ganze noch abzudaten. Score, glaube ich, habe ich nicht bereits umgesprite. Ich weiß, der pinke Hintergrund stört ein bisschen. Und das liegt daran, weil ich den noch nicht hinzugefügt habe. Also sprich im Systemspiel selbst. Shamin, hier sieht man es auch. Ja, hier sieht man es ganz gut in diesem Beispiel. Hier sieht eigentlich, abgesehen vom Hintergrund, relativ normal bis gut aus, oder? Der sieht ein bisschen verpixelt aus. Das liegt daran, einen sogenannten Resizen-Effekt. Ja, das liegt daran, weil halt diese alte Generation noch, sprich Advanced-Generation, sagt er gerne, die hat auch mit Sprites gearbeitet, mit Größe von 64×64 Pixeln in der Größe. Ja, natürlich neue Pokémon, sprich ab der 4. Generation und 5. auch noch, die hatten halt Größe von 80×80. Tja, wenn du halt denkst, ja, machst du einfach mal ein bisschen klein, oder, damit es wieder funktioniert. Ja, geht schon, aber siehst du, was dabei rauskommt. Deswegen muss man das Ganze im Prinzip immer ein bisschen updaten und wieder anders gestalten. Und hier, gut, bei Pikachu habe ich es, glaube ich, 1:1 übernommen. Das geht natürlich auch bei gewissen Pokémon. Vor allem bei größeren, zum Beispiel Shelterra oder Shellcaran als Beispiel nur. Die müssen komplett redesignen und so und die Pixel neu anordnen. Was teilweise nicht ganz einfach ist und auch wieder mal hier sehr viel Zeit beansprucht. Kannst du natürlich darum fragen, warum die ganze Mühe, wieso nicht einfach eine DS-Version machen mit 2 Bildschirmen. Das lag vor allem daran, weil halt damals, als ich das Ganze gemacht habe, war es noch nicht so möglich, eine DS-Version zu haben. Sprich, damals ging es noch nicht mit 2 Bildschirmen, das kam erst ein bisschen später und ich fand eigentlich sowieso die Idee mit einem Bildschirm, ein bisschen alte Advanced-Grafik und so, war ganz cool und wollte es auch gerne so beibehalten. Ja, jetzt auch noch gerne zeigen möchte. Oh, der Pokémon, ganz alter Zustand, muss ich unbedingt noch ein bisschen neu gestalten. Die krasse Idee, wir haben es damals gemacht mit Shaymin. Keine Wirkung haben. Waren das damals so Leute, dass sie doch eine krasse Idee im Gepäck hatte, also sprich für die Generation natürlich, dass sich den Shaymin automatisch verwandelt hat. Kann natürlich sein, war. Das heißt, wäre es nach müsste wieder anders werden. Interessant. Wirklich interessant. Ah, wenn wir gerade im Thema Tag-Nacht sind. Vielleicht kennt ihr das auch schon öfters, also wenn ihr irgendwie eine Edition gespielt habt, hieß es irgendwie, ja, um diese Zeit, dann kannst du ein Pokémon fangen, dann geht es wiederum nicht. Dann dachte ich ja so, ach verdammt, hey, du musst irgendwie früh aufstehen oder später irgendwie zocken und so und haben es im Nachhinein doch wieder vergessen. Tja, das ist hier kein Problem, denn die interne Uhr von Eiskristall orientiert sich an eurer PC-Uhr. Ich bin natürlich Systemuhr, also wenn ihr da zum Beispiel rechts unten auf dem Desktop oder so, geht ja das Datum, Uhrzeit, nennt das ein bisschen, ich schalte es mal, Moment. Vielleicht ein bisschen geändert bei euch gerade, die Anzeige. Ich schalte es mal auf 22:44 Uhr, das heißt 11:15. Und guck jetzt mal, zack, und schon ist es dunkel. Was hier natürlich noch fehlt, ja, das fehlt wirklich noch. Ist das auch hier das Tag- und Nachtsystem, wenn ihr die zweite Beta zockt, da seht ihr es, dass es noch so Lichteffekte gibt. Die muss ich hier momentan leider noch rausnehmen, weil ich dafür, das war ein bisschen doof von mir, habe ich halt pro Feld, müsst ihr euch so vorstellen, das hier ist ein Feld, das ist ein weiteres Feld. Das ein Feld, das ein Feld, das jedes Mal, wenn ich mich bewege ich mich auf ein neues Feld und ich kann natürlich so machen mit den Grafiken und so, dass ich halt pro Feld ein Event platziere und in diesem halt auch verschiedene Grafiken posten kann oder sonst etwas, irgendwelche Events auslöse. Da habe ich halt hier so gemacht, sobald es irgendwie nach 6 Uhr abends ist, dann werden die Fenster hier hell, also einfach die Grafik wird dann heller. So, das Problem ist aber, vor allem bei Tucacia City, da ist natürlich die Stadt dann voll. Wir können es gleich mal angucken. Und zwar per Teleport, das geht ja in der Debug-Version zum Glück. Und ich sage euch, das ist einfach nur mühsam. Warp to Map. Gleich mal ein bisschen durchgucken, was ich bereits ein bisschen abgedatet habe. Oh, Dunkelhöhle, die fehlt ja noch, genau. Oder ein 30 sieht auch ein bisschen anders aus, noch in der zweiten Beta. Ja, also seht schon, ich habe da nicht nur in den faulen Haut gelegen seit der zweiten Beta, sondern habe da auch ein bisschen was gemacht. Gut, das ist auch schon 6 Jahre her.
Das ist der Viola City, genau. Was jetzt? Zalea fehlt noch ein gewisser Teil. Steineichenwald. Hä? Wie sieht der so aus? Alter, das ist dunkel. Okay, also entweder habe ich da irgendwie das mit dem... Hä, das kann gar nicht sein. Alter Schwede, das ist echt etwas vom Spielentwickler, was man sagen muss, ist echt mühsam. Da müsst ihr immer, sobald ihr eine Änderung macht, müsst ihr meistens nachgucken gehen, oh, hat es eine Wirkung auf andere Systemapplikationen, wie auch immer. Und hier habe ich, glaube ich, ja, hat es mir irgendwie die Grafik rausgehauen. Verstehst du nicht ganz wieso, sprich die Bäume und so. Das ganze sogenannte Teilset hat es mir irgendwie rausgewirkt. Ja, keine Ahnung wieso. Muss man anders nachgehen. So, Ducatia City. Oh, dann bin ich genau hier draußen. Ah, das wird ein bisschen mühsam beim Warpen. So, schon besser. Wenn ihr zweite Beta sagt, werdet ihr feststellen, dass hier ziemlich ruckelt. Ich habe das Problem nicht, weil wie gesagt, ich dann natürlich pro Feld ein eigenes Lichtteil setze. Ich meine, hallo, du kannst sehen, da so viele Gebäude da. Hallo, Systemabsturz, sage ich dazu nur. Das ist damals wirklich so, jetzt bin ich natürlich noch dran, ein bisschen die Maps ein bisschen besser anzupassen, dass es besser aussieht, nicht so wie andere Spiele aussehen, ein bisschen individuell, etc. etc. Wobei es ruckelt auch hier ein bisschen. Ich ruckel nicht, aber es verzieht sich ein bisschen, kann natürlich am Camtasia liegen. Die Rocket ja auch wieder dabei. Ja, einfach mal so kleine Einblicke hier bei diesem Spiel. Die Arena aber die eigentlich schon fertig. Also, mit dem Update meine ich. Doch, die passt. Gut. Ducatia City, sehr schön. Was ich noch erwähnen sollte bezüglich Team Rocket, ja, wegen der zweiten Beta, muss ich ganz kurz noch erzählen. Kann ich hier irgendwie eine bessere Map hin? Wo nein, noch hin? Jetzt wollte ich euch noch zeigen. Ja, genau, wegen der zweiten Beta, da war es ja auch so, dass ja neue Funktionen eingebaut hat, von wegen, dass ich jetzt selber auch sprechen kann. Vordefinierte Texte haben und Team Rocket so früh auftaucht, etc. etc. Da kann ich euch schon mal beruhigen, Team Rocket taucht zwar auf, auch in der dritten Beta dann, aber ein bisschen später, weil das ist sonst, ja, was ein bisschen seltsam. Spielhalle geht gar nicht, ne? Ah, stimmt, ja, wegen dem Skript, genau, da muss ich noch überarbeiten, weil sonst gab es jemanden irgendwie ein Error, sobald er da reinging, genau. Das ist das ja, und, naja. Genau, wegen den Selbsttexten, genau, also dass der Charakter selber sprechen kann, das habe ich dann auch entfernt, weil es einfach nicht Pokémon-typisch war. Da habe ich dann damals auch viele Kritik bekommen und dachte mir, okay, stimmt natürlich. Und als dann selber gezockt habe, muss ich auch sagen, ja, es stimmt wirklich, das ist wirklich nicht tragbar. Und jetzt auch hier, wo ich vor ein paar Tagen halt den ersten Part aufgenommen habe, quasi ein April-Scherz, nicht wahr, muss ich mir auch sagen, nee Leute, das geht gar nicht, das ist einfach nicht Pokémon-typisch. Ja, das Kaufhaus ist auch ganz schön groß geworden. Ach ja, Ducatia City immer noch hier, mit der lustigen Mucke. Das ist bereits... Ach stimmt, hier unten ist bereits, ja genau, kann ich euch schon mal einen kleinen Spoiler geben. Das erste Mal Team Rocket wird hier unten auftauchen, hier auf der Route, was war das, 31 glaube ich, oder? Da taucht es das erste Mal auf dann. Das wegen der Fragezeichen-Hülle, die kommt aber auch in der dritten Beta vor, keine Sorge, nicht, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, oh, ich habe so viele gute Ideen irgendwie gelöscht und so oder gestrichen. Nee, das nicht, ich habe es nur ein bisschen anders platziert. Wenn es auch besser nachher aussieht, Route 34 war es. Die Pension fällt auch. Teilweise fehlt mir irgendwie ein bisschen Teilsitz, aber das Gefühl. Crazy. So, jetzt haben wir mal so viel dazu noch. Was kann ich sonst noch alles zeigen? Es ist immer so ein bisschen schwierig zu entscheiden, was kann ich euch zeigen, was nicht. Vor allem jetzt, weil ich schon lange nicht zu dem Thema beigetragen habe. Und auch noch nie ein Video dazu gemacht habe. Aber wenn ich schon mal dabei bin, vom Thema Shaymin und 4. Generation, habe ich hier das Gorgler noch. Was tragen, glaub schon, wa? So, okay, eine Schafzahn holt. Ja, wie gesagt, wie sie dann das Spiel zockt. Habe ich alles bereits eingedeutscht. So, jetzt wieder einen Rucksack machen. Sonderbonbons. Das war jetzt zum Testen, ob die Entwicklung auch klappt. Müsste. Und sie klappt auch. Na gut, wie gesagt, der pinke Hintergrund, der müsste nicht sein. Oh, Hilfe! Es tut den Augen weh. Das Gorgo habe ich auch schon gemacht, oder ist der noch... Der sieht eigentlich noch alt aus, oder? Ja, der sieht pothässlich aus.
für Skorgler entwolft into Skorgro. Ja, nur mal so viel, dass ihr auch seht, ja, die ganzen Entwicklungen von 4. Generation, so habe ich auch alles drin, das natürlich. Ja, wenn ich schon mal bei Pokémon-Generationen bin, also mein Ziel ist es, vielleicht nicht ganz wie 3. Beta, da vielleicht nicht, aber sicher fürs Endspiel, alle 493 ersten Pokémon, wie gesagt, erst bis 4. Generation, einzubauen, inklusive dem Kampfsystem der 5. und 6. Generation auch noch. Sprich, auch Mega-Entwicklungen soll es geben. Ich muss noch gucken, wie das Ganze skripten möchte, aber es wird schon irgendwie klappen. Aber die Pokémon 5. und 6. Generation, die wird es so nicht zu fangen geben in diesem Spiel, das nicht. Weil ganz ehrlich, das Spiel wäre sonst viel zu groß, wenn du alle ersten 493 Pokémon und so hast. Noch mehr? Nee, es geht nicht, Leute. Na, Giftstachel, Sandwirbel. Das ist auch so etwas, das der rote Balken, dass der immer genau hier landet, nie zwischendrin. Also teilweise. Natürlich aber beim Attacken verlernen, etc. etc. Es war teilweise ganz so einfach, das zu skripten. Aber egal. Wenn ich den nicht so viel klönen und so, das ist natürlich nicht. Das ist auch der Grund, wieso ich nicht über die Vergangenheit reden möchte und wieso er da so viele Aussätze hatte, Pausen etc. Das ist alles Schnee von gestern. Jetzt geht alles wieder weiter. Genau, wegen Pokémon 5. und 6. Generation Kampfsystem okay. Die Pokémon hier auch fangen zu können, das wäre einfach too much. Da gibt es, wenn Interesse besteht, gibt es ein Nachfolgespiel zu Eiskristall noch, was auch schon, also ich bereits angefangen habe. Aber einfach mal schon so die Idee, dass man das dann mal so machen könnte, wenn natürlich das Interesse besteht. Was will ich euch noch zeigen? Genau, wegen Tausch-Pokémon. Habe ich damals auch schon angekündigt gehabt. Ja, fast ein bisschen falsch, ja. Du lässt noch nicht vorbei, oder weil wir noch nicht mit Jens gesprochen haben. Quatsch, Jens, Quatsch, natürlich Bills. Okay, muss ich ihn hier wegkicken, wer macht das am besten? Kein Bock auf ein Gespräch mit Bills, der war irgendwie, ach, was wird schon das? Ja, sprich, sobald ihr halt mit Bills da in TX City gesprochen habt, könnt ihr hier rauf. Und das war... Das ist ein großes Mysterium, Freunde. Ich habe keinen Schimmer mehr, was das für ein Switch war. Echt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich die eingesetzt habe damals, 2. Beta und so. Das ist deswegen auch inaktiv. Naja, muss ich vielleicht später mal gucken, ob da was Vernünftiges... Oh, verdammt, das wird natürlich... Ah! Nein! Das ist ein ganzer Spoiler für euch. Na, ganz toll. So, Jens besiegt, das ist ein bisschen weg. Bill und du kalte Sitzi, den wollte ich. Dankeschön. Wir haben vielleicht ein bisschen viele Switch gesehen, was er bereits als noch kommen mag und so. Aber egal. Ja, bist du weg, sehr schön. Wie ist eigentlich Ducati? Ach so, wegen dem Evoli, genau. Und das große Geheimnis, Freunde, ist diese Maschine. Wo ist die richtige? Ja, da sind zwei anderen Pokémon sehen ein bisschen anders aus, aber es ist die richtige Maschine. Und zwar ist natürlich so, ich meine, so ein Spiel zu machen, zu sagen, ja, man kann alle 493 Pokémon fangen, ist schön und gut. Das Problem ist nur, biete ich auch Online-Funktionen an. Naja, geplant sind es ja, möglich noch nicht, weil wie gesagt, RPG Maker und so noch ein bisschen Hindernisse drin eingebaut. Wenn es online funktioniert, deswegen, um die Pokémon auch tauschen zu können, sprich, ich kann Onyx zu Staus zu machen, damit es auch funktioniert, habe ich hier dies kreiert. Ich muss ganz kurz mal gucken. Add Pokémon, genau, mache ich mal ein Pokémon dazu. Was nehme ich da am besten? Nehme ich da Onyx am besten, um es gleich mal zum Testen, oder was nehme ich? Weil es klappt mit allen Tausch-Pokémon bis mit 4. Generation. Ich kann jetzt auch einen Maschok nehmen, wa? Hatten wir gerade. Ja, wieso nicht? Nehmen wir mal einen Maschok. Pokémon-Level setzen, 5, das ist gut so. Man muss schon einen Spitznamen geben. Nö, braucht's nicht. Es ist nur zum Testen. So, wollen wir mal ganz kurz gucken. Das ist wie gesagt die Tauschmaschine. Dort ermöglicht täglich ein Pokémon zu tauschen. Habe ich jetzt das im Rückgängig gemacht werden? Genau, Tauschmittel kann erst in einem auch wieder verwendet werden. Diese Zeitdauer betrifft alle Tauschkapseln, genau. Wie ich das damals eingebaut habe, ich glaube, das war deswegen, damit nicht immer, sobald jemand halt irgendwie dazukommt, dann tauscht er gleich irgendwie sofort alle tauschen kann und so, sondern dass man einen Tag warten muss. Wobei, wieso? Was Logik, damit es halt ein bisschen die Energie wieder aufzuladen? Ja, fand ich jetzt damals vielleicht noch eine ganz gute Idee, aber momentan sind sie ja bescheuert. Wieso soll man einen Tag warten, bloß einen Pokémon tauschen zu können? Also entwickeln zu können, ist doch bescheuert.
Mal angenommen, ich habe einen Kadabra und einen Mashok dabei, oder beide entwickeln können, ich irgendwie noch einen Tag warten müssen, bis es geht. Hä? Dabei gedacht. Ja, also merkt schon, nach 6 Jahren ist man ein bisschen klüger. Ja, das Schwede. So, wollen wir uns ein bisschen woanders hin, und zwar direkt nicht ins Kaufhaus und so. Ich will nach Teak City. Weil dort klappt die Maschine garantiert. Ich hatte es irgendwo bereits eingerichtet, weiß ich noch. So, klappt es denn hier bereits? Immer noch nicht. Ja, die Regeln sind nichts Neues, die kennen wir bereits. Okay, danke, peinlich. Aber komm schon, das geht hier, ein Pokémon zu entwickeln. Ich habe es eigentlich so eingebaut und bereits getestet und alles. Was vielleicht in Rosalia City? Da muss ich auch noch ein bisschen wegen dem Rivalen ein bisschen umkonfigurieren und Sachen. Genau, mit dem Rivalen, da gibt es auch neue Funktionen hier bei dritten Beta. Und zwar könnt ihr euren Rivalen selbst aussuchen. Ja, was heißt genau? Ich sag's mal so, ihr könnt aussuchen zwischen männlichem und weiblichem Charakter. Genau, also natürlich nicht nur bei euch selbst, sondern natürlich auch beim Rivalen. Ob der männlich oder weiblich sein soll, könnt ihr selber wählen. Was ist auch der Grund, wieso euch Professor Lind überhaupt fragt, oder der Polizist natürlich, hast du über den Verbrecher gesehen, wie sah er aus und so? Dann könnt ihr entscheiden, es war der Typ da oder nee, es war die Frau da. Und ja, das hat natürlich auch Einfluss auf die gesamte Hauptstory, denn ihr werdet zwar beide Charaktere, sprich beide Rivalen im Verlauf des Spiels noch kennenlernen, das sicher, aber der eine ist halt euer Hauptrival und der andere kommt erst später vor. Mal so eingebaut, und hier ruckelt es auch noch, was war das? War das wegen dem... Weil hier hätte ich auch noch was geplant. Na, ihr seht schon, hier ist natürlich vom Meer her und so Animation ganz schön und gut. Was hier noch fehlt, sind die Fußabdrücke. Und da erinnere mich noch, das war eines der letzten Dinge, die ich da versucht habe zu skripten, bevor das Projekt so lange pausiert hat, weil es hat einfach nie funktioniert. Es war immer so, dass die Fußabdrücke über meinem Gesicht waren, sprich über dem des Spielers. Und ich habe es einfach nicht geschafft, dass es irgendwie darunter war. Aber geht sicher, also meine geht ja auch so. Aber im Wasser, wenn ich da surfe, also muss das so funktionieren. Ah, ja, seht ihr noch, genau. Ich habe auch solche, hier sind aber keine Events mehr, aber bereits auf einem Teilset verwendet. Sprich, sobald es irgendwie nach 6 Uhr abends ist, soll hier eine neue Grafik verwendet werden, deswegen die Stimme im Fenster. Ich glaube auch der Grund, warum es hier gerade ein bisschen leckt, oder? Leckt es hier? Doch. Fast schlimmer als in Ducatia. Ja, meine Güte, denkt man hätte irgendwie eine gute Idee gehabt und so, und dann geht es trotzdem alles in die Hose. Dann mal ganz kurz hier hoch. So, jetzt muss aber langsam mal klappen. Irgendwo habe ich sie konfiguriert, das weiß ich noch. Zum Teufel, aber auch, wo war denn das? Ja, mal nur ein Versuch, Leute. Ich weiß, ich habe irgendwo reingeskriptet, das ist mir noch ganz bekannt. Wenn es auch nicht klappen sollte, dann machen wir es halt so, dass ich euch das mal in einem anderen Making-of-Video zeige. Wir können noch ein paar geben, bis dann alles fertig ist und so, auch in Radioturm, wegen Minispielen etc. etc. Kommt noch ganz, ganz viel ist da geplant, notiert, auch schon Gedanken etc. Ja, mehrmals war ich da, genau da unten. Viola City, ja, war ich gerade dort ein bisschen mit testen. Da müsste doch da auch geklappt haben. Das habe ich auch nicht gemacht. Mann, mach immer die falsche Taste. Ich bin ein bisschen zu sehr Emulatoren gewöhnt. Nee, es geht nicht. Also in den zweiten Meter kommt der gar nicht hier hoch, das war ja so, aber hier habe ich es eingebaut, dass das funktionieren sollte. Ich schätze mal, ich habe das Event einfach nur auf die Frau da gelegt, sprich es ist natürlich im Feld zu weit oben und deswegen kann ich da nicht auswählen, weil das Zwischenfeld dort, wo nach dem letzten Update irgendwie, naja, wieder fest geworden ist. Irgendwie so, keine Ahnung. So, was sagen wir jetzt noch? Pokédex glaube ich noch auf dem alten Stand, oder? Wollte er auch noch irgendwie updaten? Ja, genau. Jetzt wird auch einen besseren Pokédex, eine Übersicht und so alles geben. Ja, ihr seht schon, es ist noch sehr viel zu tun. Zu viel mein Geschmack, aber egal. Pokémon bereits, Go-Go-Entwicklung, Mashok, genau, die wollen wir tauschen. Wie mache ich das jetzt? Ne, Freunde, wisst ihr was? Das spare ich mir für das nächste Making-of-Video auf. Da einfach mal für ein Zwischenvideo, wenn ich mal so einen Trailer und so etwas mache.
Also könnte sicher sein, dass es geht bis dahin. Ich habe es bereits getestet und auch schon ein paar Bilder davon gezeigt gehabt auf anderen Foren. Also es funktioniert, da ist kein Problem. Haben wir irgendwie entweder das Event wieder vergessen oder wieder mal testweise rausgenommen, wie auch immer. Ah, ist das mühsam. Ist das mühsam? Was? Nein, nicht so. Gut, was man noch gerne zeigen möchte, ist die Veränderung, die es bei teils anderen Routen gegeben hat. Und zwar, wenn wir direkt mal gucken. Also ein kleiner Spoiler könnte man sagen, das ist vor allem halt ein kleiner Cliffhanger. Und zwar betrifft das, könnt ihr euch noch an die Strudelinseln aus dem Anime erinnern? Falls doch, dann habe ich hier eine besondere Überraschung für euch mal sehe. So, Oliviana sieht, gehen wir ganz kurz noch hin. Weil hier seht ihr die Veränderung eigentlich am besten. Die war ja in zweiten Beta gar nicht mal so begehbar, aber konnte eigentlich nichts machen und so, ging hier gar nichts mehr. Überall Licht oder was? Nö, nur ein Pokémon Center. Genau, die ist aber hier alles begehbar, wobei hier stimmt die Krafthinterhalte nicht und meine Fresse. Was haben wir damals überhaupt gemacht? Leuchtturm, genau. Das mal so noch als kleiner Cliffhanger, was hier alles noch zu entdecken gibt im Leuchtturm. Ja, hier runter, ist auch ein bisschen crazy aus die Treppe und noch ein bisschen besser machen. So, kommen wir natürlich weiter zur Route, weil sie natürlich wieder mal nicht geht. Ach Mensch, habe ich vergessen zu connecten. Sprich, dass sie automatisch von einer Route zur anderen gelangt. Oben durch geht's doch, oder? Ja, ist auch hier ein bisschen verschoben. Und 39, genau, aber da haben wir noch was gearbeitet. Ja, das Problem ist, sobald man hier ein bisschen was arbeitet, sprich irgendwie noch eine Baumreihe dazu fügt, dann verschiebt das Ganze, wenn natürlich die Koordinaten nicht mehr stimmen. Das war wohl hier der Grund dafür. So. Genug irgendwelche Fails und Bugs so gezeigt. Jetzt noch ganz kurz Warp to Map. Und zwar zur letzten, die ich euch noch präsentieren möchte. Und zwar Anemonia City. Ja, wir sind gerade richtig. So, wenn ihr natürlich hier hochgeht, dann seht ihr wie gewohnt hier das Pokémon Center, plus dann noch irgendwie. Hä? Das ist die Arena? Ne, ich wollte sagen, hier ist die Arena. Ist im Berg versteckt und so alles. Ja, auch wieso ich überhaupt drauflaufen kann, das liegt daran, weil man hier halt, hier kann man auch so im Prinzip darstellen, dass ein Layer über dem anderen liegt. Sprich, eigentlich, wie man es hier im Pokémon Center auch schön sieht. Genau, hier ist das oberste Teil des Pokémon Center, sprich das hier. Beziehungsweise das unterste Teil, Entschuldigung. Das ist eine Ebene höher, deswegen sieht es hier so aus, wie der Charakter hinter dem Pokémon Center. Beziehungsweise wird ein bisschen darunter liegen, also der 3D-Effekt ist hier natürlich korrekt. Wohingegen hier habe ich das noch nicht gemacht, deswegen sieht es aus, als würde er gerade auf dem Dach ein bisschen rumtanzen. Ja, ich bin der Schornsteinfeger, geil. Naja, wie auch immer. Und hier unten findet ihr dann... noch nicht gemacht hier, schade. Findet ihr ein Ablegeschiff und zwar zu den Strudelinseln aus dem Anime. Ja genau, haben wir angebaut, wird das alles geben, plus Strudelcup und alles. Doch das und noch sehr vieles mehr, also mehr als ich jetzt gerade gezeigt habe hoffentlich. Das seht ihr dann im nächsten Making-of, nächsten Trailer, wie auch immer, hier zu Pokémon Eiskristall. Die Legende lebt, ja immer noch, hat lange gedauert, bis ich da wieder irgendwie den Mut gefasst habe oder mir gedacht habe, ja jetzt will ich es endlich mal fertig machen. Aber ihr kennt mich, ihr wisst, wenn ich etwas anfange, bringe ich es auch zu Ende und hier wird es auch so sein. Also vorher will ich nicht mal Michael heißen, ganz ehrlich, ey. Ne, das bringt noch zu Ende. Diese Höhle hier, ein kleiner Cliffhanger, wobei, wenn man, also Cliffhanger ist eigentlich auch wieder nichts. Man kann ja schon denken, was dabei herauskommt, was dann auf der anderen Seite sein soll. Ja, würde man sagen, das war soweit hier von mir zu Eiskristall, zum ersten Making-of. Danke fürs Zusehen und natürlich auch vielen Dank dafür, dass ihr, obwohl jetzt der 1. April-Scherz bereits ein bisschen her ist und jetzt dieses Video auch schon ein bisschen auf sich warten lässt. Und vor allem deswegen, weil es halt doch nur ein 1. April-Scherz war, weil ich halt nur die zweite Beta gezeigt habe statt dem Endspiel. Aber trotzdem, dass ihr mir nicht allzu böse seid, weiterhin vielleicht dabei seid, das ist ein kleiner Grafikfehler. Sieht man es, das ist nicht ganz am Ufer entlang, sondern beheben. Ja, und da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Korrekturvorschläge, dann gerne in den Kommentar posten, aber natürlich auch gerne mir schreiben direkt per Facebook oder per Skype, wobei Facebook kommt es glaube ich am schnellsten nachher, und natürlich auch per Foren, könnt ihr einfach bei Google eingeben. Pokémon Eiskristall, kommt ihr ziemlich schnell zum richtigen Forum, wo ich gerade vor kurzem noch gepostet habe, wo ich eigentlich aktuell
oder wieder aktuell dort bin. Und ja, wenn ihr irgendwelche, sag's mal so, ihr seht ja auch schon, das Spiel ist ja groß, ja, jetzt momentan vielleicht noch nicht so, aber wird natürlich noch groß werden. Muss gut geplant werden alles und natürlich fehlt es hier überall noch an Mitarbeitern, sprich sollten die sich um Soundeffekte kümmern, um Grafiken, die ich dann ein bisschen instruieren kann, was man also machen kann, mit Sprites irgendwie, neu anordnen, neue Spriten überhaupt, also ja, wer es da ein bisschen auskennt, wer auch Bock drauf hat, das ein bisschen zu lernen oder vor allem mir zu helfen, also heißt mir, ich sag's immer so mir, nee, natürlich uns, dem Team Eiskristall zu helfen, das ist natürlich gerne willkommen. Was wir natürlich dann auch gerne machen werden am Schluss dann, ist ein Beta-Team aufstellen, sprich Benutzer, die sich gerne dazu bereitstellen, das gerne zu testen, mir dann, oder uns, sag ich mal mir, hey, uns natürlich Fehlerbriefe zu senden, von wegen, ja, das und das ist noch nicht ganz gut, da sind noch ein Grafikfehler und das können wir besser machen und dort ruckelt es und so, einfach so kleine Dinge. Wir natürlich auch noch eine große Ankündigung machen oder quasi ein Video machen, von wegen, jetzt werden Beta-Tests gesucht, bitte melden, etc. etc. Dann könnt ihr das vorab von den anderen natürlich ein bisschen vortesten und ja, hat so ein gewisses Privileg, fast ein bisschen übertrieben, aber gewisse Vorteile. Wobei auch das ist eigentlich das falsche Wort dafür. Mein Zocken könnt ihr es alle am Schluss. Genau, das haben wir dazu. Sound, Maps und so gestalten, Grafiken allgemein. Was ich auch sehr froh drum wäre. Ich weiß nicht, 2 posten. Eins ist natürlich ein Eventmaker, sprich jemand, der mir dabei helfen könnte, oder mehrere Personen, bestimmte Sidequests einzubauen, wie zum Beispiel irgendwelche. Als Beispiel ist das mit dem Celebi Zeitreise-Event. Das ist zum Beispiel irgendwie, also ich erzähle es jetzt einfach mal. Geplant ist, dass man ja da, man kennt es ja aus Xenobrins, dass die ja in dieser Generation hier ja abgebrannt ist, wa? Also da findet nichts mehr, als vielleicht noch ein Kampf gegen gegen Pyro, da stimmt es ja noch, aber sonst sind da ja eigentlich nichts mehr auf der Insel. Und dort will ich ein Celebi-Zeitreise-Event einbauen, sprich, sobald ihr dort Celebi aktiviert oder es bereits gefangen hat, aus einem anderen Event, dann könnt ihr es dort irgendwie kurz freilassen. Und es schickt euch in der Reise etwa 4 Jahre zurück und dann könnt ihr auf Zinnoberinsel gewisse Abenteuer wieder erleben und natürlich auch gewisse Pokémon fangen, wie auch, ja, vielleicht sogar das ein oder andere Starter-Pokémon. Das ist natürlich Feuerstarter-Pokémon, nicht wahr? Oder auch einen Vulkan betreten, was dann gar nicht möglich sein soll, etc. Solche Events halt. Wenn da jemand helfen könnte, das Ganze jetzt mal zu planen und zu überlegen, was könnte man da machen, etc. etc. Auch gerne willkommen, wie gesagt, per Facebook, per Skype. Und das alles ein bisschen aufnehmen, können wir gut Kontakt halten. Auf YouTube momentan natürlich ein bisschen schwierig, ich meine, klar können da irgendwie auf den Kanal schreiben, ja bitte, ich will mitmachen und so. Und halt wenn es darum geht, Kontaktaustausch etc. und empfindliche Themen, die nicht unbedingt jeder Zuschauer bereits erfahren sollte, ist, denke ich, glaube ich, da Facebook, Skype und so ein bisschen sicherer. Und Mails ein bisschen langwierig, also denke Skype und YouTube oder halt Twitter, wobei Twitter habe ich noch gar nicht. Aber es sind halt solche Ideen. Und genau. Das ist der ganz letzte Punkt, muss ich unbedingt erwähnen, bevor es wieder zu Ende ist. Ich bräuchte unbedingt, das würde extrem helfen, die Entwicklungsdauer von Eiskristall zu beschleunigen. Das war auch schon bei der zweiten Beta das Problem. Und zwar ein Skripter. Sprich, jemand, der sich mit der Programmiersprache auskennt. Jetzt müsst ihr gut aufpassen, das ist weder Java noch C++ oder C# oder irgendwie sowas in der Art. Es ist im Großen und Ganzen die Programmiersprache bzw. Skriptsprache Ruby. Ja, das Ganze kommt aus Japan, ist auch schon ein paar Jahre her, habe ich mir auch schon ein bisschen reingelesen und so. Und der RPG Maker XP arbeitet halt mit dem RGSS. Das heißt ausgeschrieben Ruby Game Scripting System. Das heißt, ihr habt ein paar Befehle, die bei Ruby dabei sind, automatisch sind auch hier inbegriffen. Ein paar andere wurden hinzugefügt, aber das Ganze beruht eigentlich auf der Logik und dem Aufbau der Skriptsprache Ruby. Und wer sich da halt ein bisschen auskennt und halt denkt, ja, ich bin ein guter Programmierer, kenne mich auch Ansprachen aus, kann ich sicher ein bisschen weiterhelfen, wäre ich euch wirklich extrem dankbar, wenn ihr euch bei mir melden könntet. Weil vor allem da, solche Skripte und natürlich bei Musik und so, generell Grafik, ich will einfach, das Eiskristall soll nicht aussehen wie andere Pokémon-Spiele. Natürlich gewisse Dinge, schon jetzt bei Pokémon Center kann man ruhig so belassen, im Grafikgestalt her. Aber trotzdem will ich halt gewisse Dinge ein bisschen anders aussehen als andere Spiele, dass man auch sieht, ja, da hat man eine Menge Arbeit reingesteckt, es sieht wirklich anders aus, es ist auch anders. Und trotzdem ist es ein Pokémon-Spiel und eines, das sich wirklich gut spielen lässt. Das ist mein Ziel. Und ich hoffe, wir werden das auch schon in Kürze erreichen. All zusammen, in diesem Sinne würde ich nochmal sagen, danke fürs Zusehen, für eure lange Geduld. Ich muss langsam Hals ein bisschen durchspülen. Ist ein bisschen trocken mittlerweile. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Making-of oder halt bis zum nächsten Infovideo. Ich bin euer Michael, bin wieder voll dabei bei Eiskristall und kann nur eins sagen,
es machte dort total Spaß. Bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Eiskristall. Ciao zusammen.